Hä? Hä? Genug! Mein Sohn, du bist und bleibst eine Enttäuschung. Damit bleibt mir nichts übrig, außer zu sterben. Lalalala. Da hatte ich irgendwie mehr erwartet. Es ist endlich soweit. Ich kann meinem werten Vater Papa, Herrn Papa, die letzte Ehre erweisen. Stimme räuspern. Denn er trug mir auf, vor langen Tagen nie mehr Frau und Kind zu schlagen. Nee, also doch, also das ist generell eine gute Idee, aber so genau hat er es nicht erwähnt. Eigentlich hat er gesagt, hier guck, bleibst du hier, 7 gute Taten erfüllen. Hab ich wohl getan, also, wach auf, alter Mann, ich geb mir erst mal eine. Das werde ich ihm erzählen. Achso, mit dir redet keiner, du alter Schranzen. Unsterblicher Johannes. Ich habe 7 gute Taten vollbracht. Okay. Wunderbar. Ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Sag mir, welche guten Taten hast du vollbracht? Ich habe einem Mann geholfen, seinen Kindern das Angeln beizubringen. Er hat einem geizigen Dieb, der bereits eine Fülle an Fischen besaß, dabei geholfen, einen unschuldigen Karpfen zu ermorden. Herrje. Das war ganz anders. Ich habe 2 Liebenden geholfen, ihre sexuellen Fantasien auszuleben. Er hat 2 Sodomiten dazu ermuntert, in der Öffentlichkeit schamlos ihrer Wollust zu frönen. Verstehe. Ich habe einer einsamen Frau geholfen, einen geeigneten Lebenspartner zu finden. Er hat eine junge Frau dazu gebracht, aus Neid auf das Glück ihrer Geschwister ihre Jugend zu verschwenden. Das war aber lustig. Hat er das? Ich habe einem überforderten Vater zu etwas Ruhe verholfen. Er hat die Völlerei eines vernachlässigten Kindes unterstützt, indem er ihm rosa Ochsenscheiße fütterte. War aber auch... Nee, war nicht lustig. Ich habe einer erschöpften Hausfrau geholfen, ihre müden Muskeln zu entspannen. Er bediente sich der Hexerei, um einer Verrückten zu helfen, sich an einem Donnerstagnachmittag der Faulheit hinzugeben. Ein Skandal. Ich habe einem verzweifelten Schützen beim Anvisieren seiner Beute geholfen. Er hat einem Vogelmörder geholfen, sich gegen einen nackten Zwerg zu beweisen, dessen Hohn seinen Stolz verletzt hatte. Auweia. Ich habe einen vertrackten Konflikt zwischen 2 Feinden im Wald beigelegt. Er verkörperte den Zorn eines Mannes, indem er einem anderen einen bereits blutverschmierten Pfeil ins Bein rammte. Wie furchtbar unhygienisch. Nun denn, ich habe dich ausgeschickt, um 7 gute Taten zu vollführen. Und du hast stattdessen über Umwege Beihilfe zu 7 Todsünden geleistet? Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass Vlad sich verbal schon ziemlich verrenken musste, um das so hinzustellen. Das stimmt wohl. Also ganz so war es dann ja doch nicht. Vielleicht manchmal in die Richtung, aber ganz so war es nicht, ja? Gut. Aber so im Nachhinein, da waren ein paar der Aktionen vielleicht schon etwas fragwürdig. Was in aller Welt hat dich zu solchen abscheulichen Taten verleitet? Ich wurde vom Herrgott geleitet, genau wie du es sagtest. Archibald hat sich mal wieder an deinem alten Gewand und deiner Krone vergriffen. Er treibt in der ganzen Stadt seinen Unfug. Der Bursche hielt ihn wohl für den Herrgott höchstpersönlich. Hä? Genug! Mein Sohn, du bist und bleibst eine Enttäuschung. Damit bleibt mir nichts übrig,
Außer zu sterben. Lalalala. Da hatte ich irgendwie mehr erwartet. Hiermit erkläre ich den unsterblichen Johannes für tot. Wie Johannes es sich wünschte, gehen sein Vermögen und seine Titel an. Dramatische Pause. Einen von euch Idioten! Macht verdirbt alle, die sie besitzen. Lasst die Anarchie regieren und die Welt in Flammen untergehen, wenn dies Gottes Wille ist. Ja, blöde Sache. Oh, echt blöd. Okay. Und was jetzt? Jetzt wird das Machtvakuum all die Gierigen und Verzweifelten in sein stinkendes Maul saugen. Du musst dich an mein Gespräch anpassen, du Pianist, Orgelist oder so. Mann, hey, das war viel zu schnell, hey. Also, wo waren wir denn? Saugen. Das Land wird 1000 Tage und Nächte lang in Krieg, Tod und Verzweiflung versinken, bis ein neuer Tyrann sich erhebt, um all jene zu quälen, die Pech genug hatten, um all das zu überleben. Uiuiuiui. Aber erst kommt die Beerdigung. Pflücke ein paar bunte Blumen und komm dann zum Friedhof am anderen Ende des Waldes. Sicher doch. Spricht wohl nichts dagegen, dem alten Bastard eine ordentliche Abschiedsfeier zu bereiten, ja? Keine weiteren Fragen. Guck mal, das sind überall Blumen. Gelbe Blume. Hui, hui, hui. Was rennt der mir hinterher? Was bist denn du für einer? Ein munterer kleiner Organist spielt Johann Sebastian Bachs Orgelkonzert Nummer 3 in C-Dur. Ja komm, ist schon gut. Bravo! Genau, ich hätte es nicht besser sagen können. Da ist auch eine Blume. Mann, da freut sich aber wer, dass er auf die Beerdigung von seinem Vater darf. Wie viele Blumen muss ich denn eigentlich pflücken? Gibt es irgendwo noch welche? Ich glaube nicht. Gut. Obst und Schrägstrich oder Gemüse. Oh, das sind noch Blumen. Eine blaue Blume. Noch eine blaue Blume. Hey, ich habe da eine Frage. Inaktive Musikanten inmitten von nackten Groupies? Ja, mal genau angucken hier. Die Groupies haben nicht lange gefackelt. Ich würde ja gerne anzüglich pfeifen, ironisch natürlich. Ja, aber ich weiß nicht wie. Ist egal, bravo, bravo, nackte Groupies, yeah. Ich gehe schon mal hinten hin. Guck mal da ist auch eine Blume. Na. 2 sogar. So, da sind auch noch Blumen. Was macht denn der da? Kackt der da gerade hinter den Baum? Also für einen, der da drüben steht, ist es hinter den Baum, weißt du? Denn jeder Mensch weiß, hinter dem Baum ist immer da, wo die Kacke liegt. Also so noch mehr nackte Groupies hier. Okay, komm, wir holen noch Blümchen, so. Das sind auch noch Blümchen. Weißes Blümchen. Oh, ui, Hosianna, da gibt's ordentlich Blümchen. Na komm. Oh, guck mal, da ist offen. Die Stalltür. Komm, wir gehen mal rein. Du solltest besser hier warten. Ich glaube nicht, dass du ins Ambiente einer Beerdigung passt. Moment, der wird im Stall beerdigt? Kleine Flötennymphen. Moment, die muss ich mir erstmal angucken, ja? Seltsame gehörnte Zentauren spielen das traditionelle französische Volkslied Une Chaîne Filette. Oder so. Ja, komm. Ja, ist in Ordnung. Aktiv. Ach so, ach, das ist das Grab. Beinahe wäre ich draufgelatscht.
Mann, ey, lass erstmal hier ein inaktiver Totengräber. Wieso? Ein fauler Totengräber, der auf einem Baumstumpf sitzt und eine Pfeife raucht. Ich bin nicht faul, ich hab Pause. Okay. Es ist respektlos, auf einem Friedhof eine Schlägerei anzufangen. Hallo, Tag auch. Mit wem habe ich die Ehre? Totengräber. Wie heißt du? Totengräber. Wer ist der Typ da drüben, der fleißig ein Grab zuschaufelt? Wer ist der Typ da drüben, der ein fleißig ein Grab zuschaufelt? Hab ich gerade gesagt. Totengräber. Wie heißt der? Totengräber. Und wer ist der zwielichtige Typ, der euch da aus der Ferne beobachtet? Das ist Bob. Das ist der Aufseher. Seine Aufgabe ist es, uns zu überwachen und aufzupassen, dass wir unsere Arbeit ordentlich machen. Aha. Wer überwacht Bob? Der allmächtige Herrgott. Schätze ich. Und wer überwacht den? Das ist jetzt eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Okay. Was machst du hier? Pause. Nichts. Ich hab Pause. Siehst du, wusste ich. Ist das Grab meines Vaters? Keine Ahnung. Wer ist denn dein Vater? Der unsterbliche Johannes. Wohl eher der doch nicht ganz so unsterbliche Johannes, ja? Angesichts der Umstände ist das ganz schön respektlos. Entschuldigung. Totengräberhumor. Jedenfalls ist dein Alter hier nicht begraben. Der ist da hinten auf der protzigen Marmorbahre mit dem dramatischen Panoramablick. Ja, zurück an die Arbeit. Ich habe Pause. Oh, da oben ist eine Eule. Eine Art Vogel oder sowas. Was ist das für eine Eule? Sieht aus wie ein unergründlicher Albrecht. Aha. Ja, unergründlicher Albrecht, auch du musst gehen. Kusch! Bob der Aufseher. Der Bursche hat was von einem fiesen Gutsbesitzer, der unsägliche Gräuel überblickt. Ja, genau. Schaff was von dein Geld und nicht für allerleins Geld. So. Ein fleißiger Totengräber klopft die Erde über einem frisch gefüllten Grab fest. Aber gerade so. Ja, nee, ich fange hier keine Schlägerei. Der ist ganz in seine Arbeit vertieft. Okay, dann gehen wir mal dieses protzige Grab von meinem Vater begutachten, ja? Guck mal, da ist ein Bubi. Ein chaotischer Bubi. Hau ab, chaotischer Bubi. Husch. Oh, das ist doch Bischof Staubwedel. Den erkenne ich doch sofort. Gott segne euch, Exzellenz. Es freut mich, dass ihr gekommen seid. Mein Beileid. Ach was, schon in Ordnung. Was machst du hier, du widerlicher Kackstiefel? Mein Beileid. Ja, okay, jetzt ist nicht der Moment für Gewalt. Gut, wir hätten hier ein paar griecherische Schranzen mal wieder. Diese Trottel folgen Papa überall hin. Angeblich, um sein göttliches Wohlwollen zu bewundern oder sowas. Aber ich vermute ganz stark, dass sie nur sein Geld wollen. Keine Gewalt, ist ja nix. Ihr Typen stinkt! Ja, echt jetzt. Kriecherische Schranzen hier. So, was ist denn hier los? Da ist ein Schrein. Soll ich ein bisschen beten? Ich möchte erst ein paar Worte zu meinem Vater sagen. Ach so. Gut. Komm her. Igitt, nein, ich will den jetzt nicht anfangen. Oh, war der Onkel Wladimir. Das ist mein Onkel Wladimir. Er glaubt, er ist der Zweite in der Thronfolge, aber, tja, da lag er wohl falsch. Nee, immer noch keine Gewalt. Das kann doch wohl nicht sein hier. Onkel Wladimir, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir unsere Streitigkeiten beilegen. Lass uns das nicht schwieriger machen, als es sein muss. Sag ein paar Worte zu deinem Vater, gib ihm die Blumen, wenn du möchtest, bete am Schrein und dann können wir endlich den Schnuschelei geht wieder los. Und dann können wir endlich den Schlussstrich unter diesem ganzen lächerlichen Theater ziehen. Ja, ich hoffe, dir fallen im Schlaf die Augen raus. Ja, jetzt sag mal, bist du Papagei oder was? Hast einen bunten Schwanz? Hast eine verschissene Stange? Was ist mit dir los? So, okay. Komm. Ruhe in Frieden, Papa. Und wenn du schon mal da bist... Jetzt wollte ich ihm noch ein Sprüchlein hinterherdrücken, will er nicht. Vater meiner im Himmel. Lol, als ob. So, wie mache ich denn das mit den Blumen hier? Da, Blümchen. Da. So, und jetzt kann ich hier mit den...
Nein! Ein großer, extravaganter Schrein mit einem übergroßen Kerzenständer und einer Golftrophäe. Tatsächlich. Okay, dann beten wir halt, dass es Ruhe gibt. Okay. Sag mal, wie hoch geht's denn da? Ende. Hui. Moment mal. Scheiße. Ich habe fast 10 Jahre lang an dieser gottverlassenen Welt gearbeitet. Wie 10 Jahre? Ich dachte, es wären 7 Tage, 6 Tage gewesen. Glaub mir, ich will genau wie du, dass das Ganze endlich vorbei ist. Aber ich lasse es bestimmt nicht mit so einem sentimentalen Schwachsinn enden. Und ich lasse ganz bestimmt nicht die Tür für noch eine verfluchte Fortsetzung offen. Sag ein bisschen mehr. Ich kriege gerade Probleme mit YouTube. Ich will diese verfickte Scheißwelt brennen sehen. Und zwar sofort. Ui, 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 ui. Steh auf, du kleiner Scheißer. Wir werden jetzt eine klitzekleine Apokalypse einleiten, ja? Was? Wir haben keine Zeit für Fragen. Das soll ein packender, actiongeladener letzter Akt werden. Das muss zack, zack gehen. Erster Schritt, Heuschreckenplage. Ein Heuschreckenlieferant ist startklar. Aber wir müssen erst alle einheimischen Vögel abmurksen, bevor er eine ordentliche Plage lostreten kann. Ich habe da eine putzige kleine Handfeuerwaffe mit tödlichen kleinen Kugeln gefüllt. Oh yeah. Los, los. Moment mal. Was zum Teufel ist ein Heuschreckenlieferant? Ein Lieferant für Heuschrecken. Das erklärt sich von selbst. Warum müssen wir deinen Heuschreckenlieferanten erst alle Vögel, also warum müssen wir für den Vögel abmurksen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viele Heuschrecken man braucht, um eine Plage auszulösen? Das ist nicht ohne. Er braucht eine gewisse Anzahl von Heuschrecken, um das Ganze ins Rollen zu bringen, aber die verdammten Vögel fressen immer alle. Das ist jetzt ziemlich weit hergeholt, oder? Komm schon, das soll ein episches Finale werden. Wir müssen das Ganze am Rollen halten, also denk einfach nicht sehr drüber nach und mach, was ich dir sage. Erschieß die verdammten Vögel! Das wird ein Riesenspaß. Ja, meinetwegen. Warum willst du eigentlich eine Apokalypse auslösen? Ich hätte gedacht, dass ein Monolog eben das hinreichend erklärt hat. Mir hängt dieser verdammte Scheiß zum Hals raus. Okay, auf geht's, Vögel. Ich hab da was für euch. Ja, so ist es gut. Was ist denn das hier? Das ist der Johannes. Wo ist denn das, der Johannes? Kriecherische Schranzen? Moment, das ist Johannes? Vater meiner im Himmel. Ach so, der unsterbliche Johannes. Kann ich daneben hingehen? Nee. Okay, gut. Jetzt pass mal auf. Da war doch eben eine Eule. Ah, da ist sie. Oh Mann, das ist irgendwie gerade das Beste am ganzen Spiel irgendwie. Mit dir! Zack! Er ist eine Sahne. der hat genau so viel Spaß wie ich. Das ist ja super. Moment. Was ist denn hier los? Da war auch noch da oben. Ein vollgepiepter Schniepelbratz oder so. Kann ich das irgendwie hier hin machen? Nee, leider nicht. Gut. Loch rein. Die Beine sind noch da. Sehr schön. Oh Mann, das gefällt mir gerade deutlich besser, als ich gedacht hätte. Ja, ach so, ja. Kein Vogel kommt mir hier ungesehen davon. Du blauer Federweißer oder wie das Ding heißt. Ich habe keine Ahnung. Zack. Weg mit dir. Holla. Und die blöden lamen Bücher auch weg. Ja, ich sollte mich wohl verdrücken, bevor mir das Dach auf den Kopf fällt. Ja, das ist eine gute Idee.
So. Oh. Oh, ich komme gleich zum Crescendo. Ja gut, pass mal auf, dass dein Crescendo dir nicht ein paar Tröpfchen entlockt. Habe ich nämlich gar keinen Bock drauf, dass jetzt zu regnen anfängt oder so. So, jetzt kommt hier der Gelbschnabel Wimwum. Zack. Da war er mal. Plonk. Ja, Moment. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ja, egal. Macht nix. Denke ich. So, da ist noch ein Vogel. Hallöchen, ihr Leute. Ich bin hier, um ein paar Vögel zu zernichten. Einmal blauer Schluckspecht. Bäm. Jawohl, uppala. Na, sowas. Wunderbar. Moment. Da ist eine Tür. Ah, die ist geschlossen, oder was? Haben sie schlau gemacht, ne? Was kann ich da, den einen Vogel da nicht irgendwie? Okay, ah ja, warte mal. Ach so, ja, da ist auch noch ein Vogel drin, gell? Hallo? Vogel? Vogel! Na, komm mal her. Jetzt machen wir hier den Wilhelm Tell, gell? Gut zielen und... Na, wenn das kein Volltreffer war, dann weiß ich auch nicht. Volltreffer! Das ist noch eine Blume. Ein unheilvoller Tümpel einer blutroten Flüssigkeit, in dessen Oberfläche ein einzelner toter Fisch schwimmt. Ja, geil. Nee, lass mal angucken hier. Gruselig. Findest du? Die Flüssigkeit trinken, den Fisch essen? Nein und nein. Okay, wir gehen ja schon. Da ist noch eine offene Tür. So, jetzt pass auf. Da drüben versteckt sich noch ein Papagallo. So, du blümeranter Vogel, du. Komm. Hey, guck mal, ich kann auch Kunst. Hast du gesehen? Flatsch. Ah ja, du hast Vogelhirn auf die Kamera gespritzt. Tatsächlich. Was zur Hölle soll das werden? Verzieh dich. Ich hab bisschen Vogelhirn auf die Kamera gespritzt. Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. Oh, das ist gerade deutlich besseres Ende, als ich hier in meinen Uppala kühnsten Träumen. Wer will sich denn da unten aus dem Bild schleichen? Du wässriger Rohrkrepierer, komm her. Gut zielen, gut zielen. Ziel doch ein bisschen besser. Zack. Das war der letzte, Jungs. Ach so, das ist eine Heuschrecke. Jetzt schwärmen wir wie die Deppen. Halleluja. Ich habe mir das falsche Versteck ausgesucht. Meinst du? Oh ja. Heiliger Bimbam. Das ist vielleicht nervig. Hätten wir uns wohl lieber bis zum Schluss aufheben sollen. Ach, was soll's, umso mehr Grund, einen Zahn zuzulegen. Apokalypse, zweiter Schritt. Die Welt brennen lassen. Ich habe dir eine rudimentäre Brandvorrichtung ins Inventar gepackt. Wir haben aber nur die eine, also hast du nur einen Versuch, um den größtmöglichen Schaden anzurichten. Rudimentäre Brandvorrichtung. Tatsächlich. Größtmöglicher Schaden. Oh, jetzt muss ich ja nachdenken. Pass auf. Okay, wirf den Brandsatz durch das Galeriefenster, damit er die ganzen Gemälde in Brand steckt. Das ist ja aber mal schön. So wird alles in Flammen aufgehen. Hey, hättest du mir eine Sekunde geben können, um da selbst da drauf zu kommen? Nö, ist schon in Ordnung. Also, es ist vollkommen in Ordnung. Ach, du armes kleines Baby. Hab ich dich einer Gelegenheit überhaupt dich clever zu fühlen? Wartest du immer noch auf das mythische Eureka-Erlebnis? Ha, werd erwachsen. Es ist nicht mehr 1994, du bist 39 Jahre alt, verdammt nochmal. Wenn die Rätsel genau die richtige Schwierigkeit haben, ist das mein Triumph, nicht deiner. Jetzt wirf endlich den verfluchten Brandsatz, du erbärmliche Schnecke. Ja, Papa. Ernsthaft, das ist der Papa? Okay, Tür, Galeriefenster, sehr schön. Oh ja, ich darf nicht nur Sachen erschießen, ich darf auch noch Brandsätze schmeißen. Ist ja Wahnsinn. Das Spiel erfüllt alle meine Wünsche. Da rennt er da ab. Ich will alles brennen sehen. Los geht's. Bleibt noch eins.
Apokalypse, 3. Schritt. Die Toten aus ihren Gräbern auferwecken. Beweg deinen hübschen Hintern zurück zum Friedhof und fang an zu graben. Okay. Dann auf geht's, oder? Ja. Aber echt, hey. Braucht ein blödes Passwort nicht mehr. Du wirst eh gleich flackern, hey. So. Wo war denn der Friedhof? Da hinten, gell? So, da. Schaufel. Ja, die nehme ich jetzt. So, und jetzt grab ich ordentlich. Grab, du Ludwig. Und was da? Nur das Grab von irgendeinem unwichtigen Fremden. Ja, genau. Jetzt kann ich es wenigstens unverblümt tun. Das Spiel verlangt das. So. Grab mal ordentlich. Das ist komisch gegraben. Danke, Kumpel. Dich kenne ich. Du bist der, wo der Nachbar dauernd den Schornstein geschissen hat. Da unten war es echt einsam. Steck dir die Faust in die Kusche und zupf dir am Ohr. Denn hier geht's gleich richtig ab. Ich krieg dich. Er kriegt dich. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn der mich kriegt, ja? Flieh! Schneller! Flieh schneller! Schneller! Nicht in Zeitlupe fliehen! Geht das denn nicht schneller? Junge, was soll denn dieses blöde Zeitlupending hier? Echt jetzt? Wollt ihr mich vergackeiern? Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Flieh doch schneller! Ach, guck mal hier. Hier bin ich, glaube ich, schnell. Jesus, nee. Kann man noch theatralischer fliehen? Das ist hier Spielzeitstreckung 2000 oder was? Komm her. Wie sieht's denn hier aus? Junge, da stehen sie schon. Die höllischen Heere. Oder wie das heißt. So, keine Ahnung. Flieh da hinten hin oder so. Denke ich mal. Ui, hier sieht's aber schlimm aus. Ii. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hinfliehe. Ich gehe zu Papa. Ich gehe zu Papa unter die Decke. Oh, okay. Vielleicht gehe ich nicht zu Papa unter die Decke. Okay, da ist zu. Kann ich hier irgendwie was machen? Hüpf. Hüpf doch. Er hat mich. Das lief jetzt nicht so gut. Ey, was soll denn das jetzt? Nee, komm. Ernsthaft jetzt? Okay. Muss ich... Nee, ich muss graben. Ich muss fliehen. Ja, aber wo muss ich denn hinfliehen? Ich frag ihn mal, oder? Gott, dieses Mal wirklich. Ernsthaft? Lass mal kurz labern. Hallo? Was? Bist du wirklich Gott? Das habe ich nie behauptet. Wie jetzt? Ich bin eher eine generische Schöpferfigur. Aus deiner Sicht bin ich Gott, denn du existierst nur in dieser Welt. Aber für den Mensch vor dem Bildschirm ist das nur eine von unendlich vielen Welten, die einen in einem nie endenden Strom für 15 € oder weniger vorgesetzt werden. Aus der Perspektive bin ich nur einer von vielen traurigen Egoisten, die verzweifelt versuchen, in dieser Flut den Kopf über Wasser zu halten. Okay. Wird das wirklich das Ende der Welt? Das Ende deiner Welt, ja. Das ist aber sehr Donnie Darko hier. Aber indem ich diese Welt endgültig zerstöre, indem ich sie in Schutt und Asche lege und alle abmurkse, die darin leben, kann ich mich endlich davon befreien, um etwas Neues aufbauen zu können. Etwas anderes, etwas Anspruchsvolles, etwas Mutiges, etwas wie Sludge Life von Terry Bellman oder Arctic X von The Water Museum. Ach ne, nix, ist okay. Passt auf, Folgendes. Ich weiß, dass ich graben soll, aber ich gehe jetzt mal gucken, wo ich hingehen muss. Ich meine, so viele Auswahlmöglichkeiten habe ich jetzt halt nicht. Da ist eine Tür. Das ist nur eine Tür, ne? Also ich muss also grundsätzlich schon hier hin, das stimmt. Aber gibt es da drüben was? Kann ich da rein? Nee. Das ist eine gute Idee. Was? Musikalische Skelette? Auch gut. Bravo. Guck mal, da oben die Oma. Der scheißt immer noch in Schornstein. Also ich muss schon da hinten hin. Aber wo genau? Konzentrier dich, du Narr. Zum Friedhof geht's in die andere Richtung. Laber. Ich muss also
Aber wo muss ich hin? Aber wo muss ich hin? Kann ich da noch weiter rüber? Nee. Bla. Also, Schaufel. Dann schaufeln wir mal, ja? Gut. Danke, Kumpel. So. Nicht lang schnacken. Faust in den Mund. Faust in die Gusche heißt das, ja? Ich krieg dich. Er kriegt dich. Flieh! Komm her. Diesmal sind wir schneller. Also grundsätzlich, ja? So, wir rennen unglaublich schnell. Rennen wir hier. Rennen, da hochrennen, ja, da hochrennen. Ich glaube, diesmal haben wir einen größeren Vorsprung. Das könnte vielleicht ganz praktisch sein. Hoffe ich doch. Na komm. Komm, der ist wieder hinter mir her. Komm, her, komm. Also wir können nur da runter. Hier irgendwie können wir ja nirgends hin. Nirgends. Vielleicht in so eine Tür oder so? Also nicht da, aber da hinten jetzt. Oder ins Wasser hüpfen. Kann er uns im Wasser nichts tun? Da kann man runterhüpfen. Spring! Spring! Du kannst auch ohne Feder fliegen, Bambi. Ah ne, es war gar nicht Bambi, gell? Okay, ich hab gelogen. Wie blöd! Oh Mann! Einige Zeit später. Na, sieh mal einer an. Was haben diese Lümmel getrieben? Was haben sie nicht getrieben? Die haben sowas von die Frauen ihrer Nächsten begehrt. Was? Die beiden sind die Letzten, die die Frauen ihrer Nächsten begehrt haben. Und verkehrt durch die Hintertür. Ja und? Ist doch nichts dabei. Wer verkehrt nicht gern durch die Hintertür? Richtig so. Stimmt's, dann habe ich recht. Richtig. Lol. Lass sie unter einem Haufen Nackter kauen und von Dämonen mit einem 3-Meter-Messer bedrohen. Ein roter Winzling soll ihnen durch ein Fenster in einen Trichter durch ein Fass Pisse in den Mund kacken. Was? Eine Kreatur ohne Oberkörper, sorry, soll eine Hippe durch ihre Brust in den Hintern ihrer Liebhaber rammen. Was ist denn eine Hippe? Ist das ein Glas Babybrei? Ein _E Vogel _Dämon _Nonne soll sie auf eine Stachelbank auf einem Messer menschenfressenden Karpfen spießen. Messer menschenfressender Karpfen, ja, ganz klar. Eine Kreatur ohne Oberkörper soll eine Hippe durch ihre Brust in den Hintern ihrer Liebhaber rammen. Ja, das hört sich doch gut an, oder? Eine Kreatur ohne Oberkörper soll eine Hippe durch ihre Brust in den Hintern ihrer Liebhaber rammen. Wird gemacht. Was ist denn eine Hippe? Fantastisches Urteil, Euer Gnaden. Ach, guck mal hier. Beichte deine Sünden. Er hat alles Lieben begangen. Und zwar viele Male. Ast rein. Schießt ihm einen Pfeil durch den Hals und bindet ihn an den Bündelstab eines entenköpfigen Schützen. Steckt ihn in ein Fass voller schwarzer Kröten und lasst ihn von einer messerstechenden Echse foltern. Das hört sich doch interessant an. Spießt ihn auf eine lange, stachelige Flaggenstange und lasst auf ominöse Weise Krähen um ihn kreisen. Das ist ja harmlos. Lest ihm mit verbundenen Augen, Schwert in der Brust und Pfeil im Hintern heilige Schriften vor. Das mache ich jeden Moment. Also das ist jetzt hier... Steckt
ihn in ein Fass voller schwarzer Kröten und lasst ihn, ich bin in der falschen Stimme, und lasst ihn von einer messerstechenden Echse foltern. Gerne doch. Großartiges Urteil, Exzellenz. Hey, den kenne ich doch. Das mit der Apokalypse hast du gut hingekriegt. Das war echt vom Feinsten. Und dein kleiner Todessprung am Ende, das war ein echtes Highlight. Richtig. Aber... ich glaube, Selbstmord ist im christlichen Glauben nicht gerne gesehen. Du hast gesündigt, mein Lieber. Und der Welt ihr wohlverdientes feuriges Ende zu bereiten, reicht leider nicht für einen Freispruch. Spießt ihn mit einem überflüssigen Helm und 2 blutspeienden Nudisten auf einen winzigen Baum. Das klingt doch aber lustig. Lasst eine krähenfüßige Nonne neben ihm Eier legen und ihn dann in einer viel zu kleinen Pfanne braten. Flechtet ihn auf ein glühendes Bäumchen und lasst Fabelwesen an ihm knabbern und seine Arme absägen. Bratet ihn in einem übervollen Ofen am Spieß, während eine schwangere Kreatur ihn mit heißem Öl begießt. Also, das erste hört sich irgendwie noch lustig an. Das sind 2 blutspeiende Nudisten. Das finde ich gut. Was ist das hier? Ein wütender Tiefseetaucher, der irgendein armes Schwein mit einem stacheligen Messer vermöbelt. Ein blaugesichtiger Tjoster mit einem Frosch auf seinem Schild und einem Bärenhut, in dessen Schlund ein Fisch steckt. Hui, da freuen wir uns aber. Hat man das nicht schon? Okay, okay, ich bin hier ganz verwirrt. Gepanzerte Dämonen, die aus einer Festung aus Schilden Pfeile und Kanonenkugeln schießen. Hui! 2 blutspeiende Nudisten, die auf einem winzigen Baum gespießt wurden. Hi! Ein überflüssiger Helm. Hui! Ein Spiel von Joe Richardson. Okay, ich sehe schon hier. So, da müssen wir jetzt halt durch. Mit Kunstwerken von Michelangelo Buonarroturi. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig falsch ausgesprochen. Ah, hier. Peter Paul Josef Nöhl. Der hat wahrscheinlich hier... Ich will nicht nur Peter heißen, du heißt jetzt Peter Paul. Nein, ich will nicht Peter Paul heißen, das ist eine dumme Alliteration. Dann heißt du jetzt Peter Paul Josef, du alter Nöhler. Weißt du? So war das, genau so. Dieses Spiel wurde mit dem Adventure Creator Plugin von Icebox Studios erstellt. Icebox kenne ich nur, wo man Festplatten reinsteckt. Okay, vielen Dank an Chris Burton für seine Hilfe und Unterstützung. Guti. Ende. Dieses Mal wirklich.